Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind wieder herzlich eingeladen, in den kommenden Stunden unser Gast am Bildschirm zu sein. Sicher wollen Sie gleich von mir wissen, was Sie sehen werden. Und bitte sehr, hier ein Überblick. Was wäre wohl angebrachter zu vorgerückter Stunde, liebe Zuschauer, als Erotisches zur Nacht? Ob Sie nun zu Hause bei einer Flasche Wein vor dem Bildschirm sitzen oder ob Sie einfach alle Tische und Stühle beiseite räumen und mitfeiern und mittanzen, alles ist möglich. Das ist so lang, ne? Ja, Getrau. grüß Gott. Welch ein Intro. Grüß Gott, herzlich willkommen zur Roadshow Episode 9, live aus unserem Studio XY ungelöst. Grüß Gott. XI, Mann. Ja, Kamerafrau weist mich darauf hin, dass das die Kamera ist. Sehr schön. Nummer 9 haben wir schon. Ich glaube schon, ja. Unglaublich. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet und zuschauen haben. Ich möchte gleich zu Beginn einmal kurz auf einen Zuschauerwunsch vom letzten Mal eingehen, ganz kurz, und zwar der Felicitas Scheißhausschädel, Trasso das bitte, oh danke, hat geschrieben, er hat so ein neues 7G-Geruchsinternet und er findet, es ist leider, wenn er die Roadshow anschaut, es ist sehr lustig und sehr schön und sehr bunt und toll, aber der Geruch ist nicht zum Aushalten, darum habe ich mir überlegt, anstatt der Bierdose bringe ich heute mit einen Geruchsneutralisierer oder wie er auf Französisch heißt, Eliminateur de Odeurs oder für alle Holländer, die zuschauen, einen Görverwirderar. Bitte. Also ich würde sagen, so, das Problem wurde gelöst, es floss fast kein Blut und ja, lieber Zuschauer, ich hoffe, es riecht jetzt besser. So, Super. Ja. Friedhof, Sehr schön. eröffne. Ja, herzlich willkommen. Das Wichtigste wäre jetzt schon mal erledigt. Wir können bei halbwegs Aber auch einen zweiten Bewusstsein- Fuß. Aber komischerweise stinkt immer nur der Rechte. Ich weiß nicht warum. Ja. Nein, ich bin Rechtsfüßer, das heißt, ich steige immer zuerst mit dem Rechten in die Unterscheißseine. Weißt Und du- nachdem ich so ungern Schuhe trage, Also, wieso verstehe, stinken ich die verstehe. Füße aus dem Arsch rausgekommen? Das macht Sinn. aus deinem. Ja. Na, ansonsten, Neuigkeiten. Gibt es Neuigkeiten? Wir planen Nee, Großes, Ja, aber wir verraten es nicht. genau. Die Sache ist nämlich so geheim, dass ich es fast immer vergesse. Ja? Boah, mach das nochmal, der Effekt war aber steil. Ja, ja. Das wird der dritte der darunter sein. Bis Deppert damit rechnet keiner. Ja, nein, Es hat Augen! es gibt momentan nicht viel News. Wir planen momentan unseren nächsten Mallorca-Ischgl-Urlaub. Ja. Wir finden, diese erste Corona-Welle war noch viel zu wenig und eigentlich ziemlich fad. Wir wollen die zweite Welle. Wir surfen gern gefährlich. Absolut, ja. Genau. Ansonsten muss man schon sagen, fleißig waren wir trotzdem. Wir haben wieder Videos gedreht, die im Laufe der heutigen Sendung wieder zu bewundern sind. Was haben wir gemacht? Eine neue Kochsendung gibt es wieder Wir mit dir. kochen gemeinsam. Ja. Kochen in der Krise, Ja. das ist ein Ja, wichtiges ja, Thema ja. geworden. Ja, vor allem da kriegt man wirklich Hunger. Also ich hoffe, ihr habt alle schon zu Abend gegessen, weil sonst könnte das wirklich hagelig werden. Die Leute werden die Kühlschränke plündern. Kann schwierig werden. Was haben wir noch? Simmering ist überall. Neue Folge, die Bist du Psycho-Folge. deppert, ja. Die Psycho-Episode von Simmering ist überall. Es ist wirklich hart. Es wird immer psychopathischer und immer unübersichtlicher. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, halt dich an, wir werden dir den Arsch aushauen. Sag ich nur. Fit mit Fetz. Die Yoga Edition Eine geht weitere weiter. Yoga-Episode. Ja, ja. Und es wird noch entspannter, noch mehr Chakren werden geöffnet. Und es wird tierisch. Und die Mudras und die Madras und die Madis und Nadis werden alle Absolut. verknüpft und so. Na, passt eh. Absolute Entschuldigung, ich muss kurz animalische unterbrechen, es Episode. stinkt schon jetzt wieder rein, also Entschuldigung. Kannst du dann aufhören, weil ich glaube,
Der ist nämlich von 1997, der Spray. Das brennt in den So, Ich würd mal glaube, sagen, die Follikel bleiben nicht in der Luft, die fliegen am Boden. Also da steht, man darf es essen, man darf es atmen, es sollte aber nicht mit der Haut in Berührung kommen. Passt, ich bin beruhigt. So, ich würde sagen, wir schauen einmal, wer alle da ist. Die Feli Und sagen ist da, Hallo die Feli. Betzinger, Proletentoaster, Hallo Proletentoaster. der Fetzi Fetz, Der Fetzi, hallo Fetzi, hallo Fetzi Fetz. Wo ich überall bin, die ja. Rostpippen, Die Rospippen, hallo. Werner Mitschke, den kenn Werner ich Mitschke, nicht. Servus Werner. Noch nie gehört. Blöder Hund. Der Markus Getzhofer, Servus Don Markus. Markus, servus. Florian Daxer. Hallo Florian Daxer. Und solltet ihr euren Namen nicht gehört haben, schreibt es jetzt irgendein Blödsinn in den Chat, wir warten drauf. Ah, Und die Band mit unserem Lieblingsnamen ist auch wieder da. S-Jelly. Yeah. S-Jelly. Ah ja, und ziehe meine apropos, Jelly. Sumpfarsch. Sumpfarsch. was wir noch vergessen haben, wir machen heute wieder eine Biertesterei bei den Biersommeliers. Yes, wieder. Heute mit wieder mal zugeschicktem Bier vom Publikum. Wir sind sehr gespannt. Ein Fußballverein hat uns Bier geschickt. Das kann nur gut sein, weil Fußballer sind eigentlich wie Feuerwehrler, die saufen und wissen, dass es gut ist. Also solange die Dosen verschlossen schicken, ist alles gut. Der Ludwig Bauer sagt Grüß euch. Servus Ludwig. Ist nicht der Edle? Ich glaube, der Ludwig Bauer ist der edle Spender des heutigen Bieres. Da war Also, doch irgendwas, lieber oder? Ludwig, halt dich an, wir verkosten heute dein Bier oder das Bier, das du geschickt hast. Ich hoffe, Oder dass du- die verpackte Dose, was auch immer. Ja, wir wissen nicht, was drin ist. Da schauen wir mal. Man darf gespannt sein. Ja, und apropos Spannung, ich glaube, wir sollten heute die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Der Grund, warum alle zuschauen, eigentlich Ja, glaube ich. kommt jetzt. Macht man das dann nicht ganz am Ende nochmal? Nein, wir haben auch damit zusammengehen. Enjoy und gucken Sie sich an. Lumpe, sag's Ihnen, was kommt jetzt? Simmering ist überall. Diese scheiß Rausbippen, denen zahl ich's heim. Da, nicht fest! Wenn euch mein Leben lieb ist, dann müsst ihr Folgendes tun. Ruft eine Pressekonferenz ein und gebt bekannt, dass sich Rotzpippen aufgrund von persönlichen Differenzen auflösen. Wir haben Flasche leer. Wir müssen einen kreativen Pause einlegen. Hurra! Ich habe noch was zu tun gehabt. Ich muss ja noch wen anrufen. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Ja, dann muss ich ihn auch noch die meine guten Globuli. Schön! Bier kriegt er noch, aber kein Öffner. Geh doch fressen. Montag 20:17 Uhr, herzlich willkommen zum Chillflash. Wien. Die wenig bekannte Band Rotzpippen hat heute ihren Auflösung bekannt gegeben. Grund dafür ist das weitere Verschwindenbleiben vom semi-professionellen Gitarristen Zacharias Unfall. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Es nimmt die Globuli und es reibt sich damit ein, hab ich gesagt. Da, sei froh, dass du was zum Fressen kriegst überhaupt. Ein Bier ist auch dabei. Alkoholfrei. Öffnen habe ich aber leider keinen. Wer mich da wieder einmal anruft. Alter, sag nicht sau zu müssen, so wie die bei deinen grünen Eier. Durch zu, wir haben ein Batzenproblem und brauchen deine Hilfe, du bist uns das schuldig. Also, wie schaut's aus? Na, ich hab's mehr als nur ein Problem und euch hilfe nicht mehr. Jetzt hör mal zu, der Saugkreatur. Wer hat dich versteckt, jahrelang, wie du Trottel mit deinem Arschloch-UFO in unsere Garage nicht geraucht bist? Wer hat dich versteckt, ha? Das war ich, oder? Ja, du warst das auch, der dann die Rechte verkauft hat an Hollywood und eine geschissene Serie drauf gemacht hat. Schau, lass mir das. Was geschehen ist geschehen. Die Frage ist nur, hilfst uns? Fakt ist, der Zacharias ist entführt worden von so einem Sautrottel, von seinem CPD-Zwillingsbruder und wir müssen ihn rausholen. Das Problem ist,
Wir haben ja keine Ahnung vom richtigen Kampf, vom richtigen Combat. Und du als alter Navy Seal, geht es uns da helfen? Also was ist jetzt? Hilfst du uns oder hilfst du uns nicht? Wenn es um einen Zacharias geht, dann hilfe ich euch natürlich. Na passt. Also, wo treffen wir sie? Kommst du zu uns oder was? Ja, ich komm zu euch. Ja, und willst du denn vielleicht wissen, wo wir sind? Das brauche ich nicht wissen. Ich finde euch so. Ich hab 3 Kinder von 5 Frauen und muss Alimente zahlen. Da ist kein Öffner dabei. Jetzt kann ich mich mit der Krone einschmieren. Einreiben mit der Krone, hab ich gesagt! Gehst weg! Oder muss ich den Schlauch holen? Ich fahr mit so meinen Beinen. Boah, Alter, so viel Spannung ist nicht zu packen. Bitte entspannen Sie jetzt mit uns bei Ihren Schließmuskel. Bei etwas Musik. Sie ist nicht nur in der Kombination, blockt sie an mit der Bügelwäsche. Er hockt da bei seinem 10. Bier. Uns geht's doch super weiter und sagt er dazu ihr. In meine Bar, im Bar, bei uns im Gemeindebar. Weil der Zwiebel auf der Öfer stehen, Schrappen machen an dabei als wir. Merkt schon wieder, wer die Zeitung gestohlen, Tonsfliege Scheiße und alles voll. Im Bar, im Gemeindebar. Gemeindebar. Und wir sitzen unten bei den Stiegen, dann schon wieder diskutieren, richten jeden aus, wollen's Fliegenhaus. Lange mit dem König, sonst sieht's nicht aus. Hat schon gehört auf der Stiege 3. Was? War schon wieder mal die Kiewerei. Die Frau Fröhlich hat ein blaues Auge. Wahrscheinlich hat sie's wieder bestiegen oder gehabt. Die Sau vom Gemeindebau. Im Bau, bei uns im Gemeindebau. Im Bau, bei uns im Gemeindebau. Im Bau. Weil wir leben im Gemeindebau. Yeah. Schön. Schönes Lied, schöne Welt, schöner neuer Tag. Ja. Machen wir gleich noch ein Lied. Zacharias, wie hat dir diese Episode von Simmering ist überall gefallen? Ich fand sie ein bisschen zu aufwühlend. Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ja. Ja. Das ist jetzt, ich hab extra die Globuli schon hergerichtet für heute Nacht. Ja, aber seien Sie gespannt, wie es dann bald weitergeht. Wir sind's auch. That's right. Die nächste Nummer heißt Trottel und Oder, Moment, Ansage. Schreibt's in den Chat, wie sollte nach eurer Meinung Simmering ist überall weitergehen. Vielleicht lassen wir etwas einfließen ins Drehbuch.
Schreibt uns im Chat eure Vorschläge. Gute Idee. In Wirklichkeit will er nur die Arbeit abtreten, Drehbücher zu So schreiben. ist es. Passend zum Thema Trotteln braucht die Welt. In meiner Birn, da wohnt ein Hirn und rundherum da wächst mein Schell aus dem Hals heraus. Doch dieses Hirn will nicht kapieren, wozu man mehr als 25 Hirn brauchen kann. Eine für die Lenkerei vom Auto, eine ist fürs Hacken reserviert. 2 bis 3 fürs Fressen, Saufen, Scheißen. Eine habe ich noch, das ist mein Hausverstand. Trotteln braucht die Welt, weil ohne Trotteln gar nichts geht. Wo statt die Kronenzeitung drucken, wollen die alle schlucken. Da hat man will, uns keine Trotteln mehr erfüllen. Ich sag Trotteln, wichtig für die Welt. Wie Karl ich war, Rattungenstab, weil ohne Publikum da machst du Fernsehen keine Karriere, das Parlament, das war halt leer, weil wo nahmen das die ganzen Idioten her, was waren die Institutionen, die ÖBB oder das Bundeswehr, so eine Idioten sich nicht lohnen, ohne Trotteln gab es sicher keine Kieberer, Trotteln macht die Welt, weil ohne Trotteln gar nichts geht. Du statt die Kronenzeitung drucken und die alle schlucken. Da hat man will, uns keine Trotteln mehr stören. Ich sag's der Trotteln sind wichtig für die Welt. Wer die Deppen Steuer zahlen und hacken ohne hin, was keine Trotteln dauert, jeder die Kaffee. Ich wohne in Wien, in Simmering, und dann sagt's mir hier da zu einem Wirten hin, da geb ich Bier, so 10, 12 Bier, bis ich stockgesoffen und nicht mehr in der Lage bin, einen kleinen Satz zu formulieren, geschweige denn die Rechnung zu bezahlen. Als Simmeringer brauchst du nicht genieren, Trotteln aus Leichter ist mir aufgefallen. Trotteln braucht die Welt, weil ohne Trotteln gar nichts geht. Wo statt die Kronenzeitung drucken und jede alle schlucken. Mit der Manöver hat's keine Trotteln mehr stehen. Wir kommen auf unser Konzert aus dem Leben, ist gar nichts schwer. Trotteln sind wichtig für die Welt. Trotteln braucht die Welt. Yeah! Trotteln braucht die Welt und 4 davon sind sie hier. Schön ist es. Bis ans Ende Herz zerreißen. Also man Eine darf das auch Ballade. nicht kleinreden. Wir leisten hier wichtige Pionierarbeit im Trottel sein. Was? Also Bio-Bierarbeit. Bier-Onierarbeit. Bier-Onanierarbeit. Wer schreibt das? Die Bettina schreibt, sie essen gerade die letzten Eier von Ostern. Sind es die Covid-Eier, die damals verschmähten, nicht gefundenen, wegen Sozialdiskrepanzen? Fledermaus-Eier? Ja, die Frage ist, Ostern welches Jahr? 1983. Bitte schreiben Sie, wann Sie Ihr letztes Osterei gegessen haben. Ja. Also die Nummer vom Notruf 112 nicht vergessen, also wenn die Eier retour kommen oder vielleicht auch nicht retour kommen. Du weißt schon, dass es Deutschland ist, gell? 112. 112? Also das ist der nicht internationale, ja, stimmt. Ja, das ist der Euro-Notruf, bitte. Wir Ja, haben jetzt auch Simmering. was fürs Bildungsprogramm getan. Ja. Stimmt, ja.
112, das für mich super, weil ich brauche mir nur mal eine Nummer merken und das ist für alles, wenn es brennt oder weiß nicht, ob das Haus brennt oder der Arsch, die gleiche Nummer. Haus brennt. Ja, Ja, eine schön. Nummer, die wir schon lange nicht gespielt haben, die aber oft gewünscht wird. Und ich hoffe, wir bringen uns zusammen. Wenn nicht, seien Sie bitte nicht böse, sondern nur grantig. Das Rausch-Tourette-Syndrom. Letzte Woche habe ich einen Kiewerer gefragt, ob er mich nicht dezent am Arsch lecken tat. Dass er mir dabei auch noch den Bock aufblasen könnt, habe ich nebenbei vielleicht erwähnt. Im ersten Augenblick, da war der Geschmiede ziemlich baff. Diese Chance hab ich genützt und ihm das Scheißengehen angeschafft. Wie er seine Puppen zieht, da werde ich ganz nervös. Kollege, hören sich meines doch nicht böse. Ich habe da ein fürchterliches Leiden, welches es mir ziemlich erschwert, Ihnen gegenüber nicht zu bleiben. Geht es bitte sehr. Ich hab das Rausch-Tourette-Syndrom, ich schimpf die Menschen in der U-Bahn und im Straßenbahnwaggon. Auf zu viel Alkohol ist meine Reaktion, ein ausgeprägtes Rausch-Tourette-Syndrom. Lieber Herr Inspektor, schauen Sie mich nicht so deppert an. Das ist eine schwere Krankheit und ich bin eine arme Sau. Ich würde Sie gern behandeln mit dem nötigen Respekt, aber Sie wissen ganz genau, dass das nicht geht. Aufgrund eines technischen Gebrechens kann ich nicht normal kommunizieren. Fällt mir wirklich schwer, schön zu sprechen. Also hören Sie auf mich zu diskriminieren. Ich hab das Rausch-Tourette-Syndrom, Manchmal sage ich Arschloch, manchmal Hurensohn. Zu viel Alkohol ist meine Reaktion, ausgeprägtes Rausch-Tourette-Syndrom. Was glauben Sie, wie oft ich eine in die Goschen krieg? Weil mir in der Fetten in der Palmerle passiert. Wenn ich zu viel sauf, ja, dann reg ich mich halt auf für eine Watschen in einen Kauf auf. Dann so Wille, krieg ich eine fürchterliche Zunge. Es entstehen diese Ausgefühle, dann kann ich auch nichts dagegen tun. Ich hab das Rausch-Tourette-Syndrom, was schön Pizza kommt und die fliegen am Balkon. Ich geh zum Senkfasset auf meinen Balkon, da haben dann wirklich alle was davon. Von meinem Rausch-Tourette-Syndrom, mir ist es scheißegal, ob du was hören willst davon. Ich steh am Riesenrau mit dem Megafon. Schön. Und präsentiere ein Rausch-Tourette-Syndrom. Arschloch-Tricks ab. Budan! Schön. Na, war das nicht wunderbar?
Was kommt eigentlich als nächstes? Ich weiß es gar nicht. Ja, da wir natürlich in aufgenommener Form weit besser klingen, hört euch lieber was an, was irgendwer probiert hat. Entschuldigung, hast du jetzt gesagt in angesoffener Form? In aufgenommener Form. Aufgesogener, angesoffener Form, in jeglicher Form besser klingen als so. Bestaunen Sie unser Machwerk. Heute Ghost. Das Video, was am längsten gedauert hat zum Produzieren und zu drehen, über ein Jahr bitte, ja? Keine Kosten umgescheut. Hier ist Bumm zu. Wenn du speibst vor die Tür, vom Flex und vom Mobil, kann sein, dass du nicht mehr ganz so nüchtern bist. Wenn's im Nachtbuspolka tanzt, obwohl's nicht mehr stehen kannst, dann hast du vielleicht ein bisschen zu viel erwischt. Wenn du hinbrust vor die Bar, am Start ins Pissoir, als Spülung nimmst das Bier vom Nachbartisch. Wenn du lachst, wenn du redst und dich keiner mehr versteht, dann ist jede Ausrede für die Fisch. Alter, du bist vom zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig du, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist halt wieder ziemlich benannt. Du bist vom zu. Wenn du keinen Genierer kennst, noch grad umeinander rennst, erwacht in dir der Exhibitionist. Du stinkerst jeden an, brauchst da jede alte an. Und auch nicht sagst halt Hand, das ist schon fix. Was lokal runterschmeißt, obwohl die Kohle nicht mehr reicht, wird das schon langsam zu ein schlechter Witz. Und deine Kommunikation gibt durch Restaurant-Syndrom, das ist für mich als nur ein Damenspitz. Alter, du bist vom zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig genug, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist halt wieder ziemlich benannt. Du bist vom zu. Du sagst in einer Tour, hast du oder wenig nur, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist halt wieder ziemlich benannt. Du bist vom Zu. Wenn du blöde Witze machst und nur selber drüber lachst, wenn du es Beisel dann verlässt und einen Orgenbauflick machst. Und dann brauchst du einen Schlüsseldienst, weil du deine Hosen nimmer findest. Wenn dir der Alte eine pragt und du speibst dir sanft ins Knack. Alter, dann bist du zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig nur, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist dann wieder ziemlich benannt. Alter, du bist von zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig nur, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist dann wieder ziemlich benannt.
Hi, Charlie. Bang, bang, Lucky Luke. Ja, ein tolles Video. Schönes Mit vielen Video. Freunden und Bekannten. Wir haben ja nur ein Jahr gebraucht, um es fertig zu machen. Was wahrscheinlich nur daran ging, ist, dass ich glaube, wir haben das im ersten Monat die ersten Szenen gedreht, dann waren wir 8 Monate besoffen, dann haben wir, glaube ich, die 2, 3 weitere Szenen gedreht bei einem Bierbaron, der uns dann nochmal besoffen gemacht hat und ich glaube, der Rest ist dann quasi in der Post passiert. Das hat sich dann auf der Post. Auf der Post. Apropos Post, ein gutes Stichwort. Es lag was in der Post und zwar Bier, Alkohol, zugeschickt und ich lese jetzt ab, vom Ludwig Bauer. Lieber Ludwig. Nein, sag Ludwig B. oder Bauer L. Damit keiner weiß, wer es ist. Von Bauer L. Ich finde die Adresse, Leute, ich lese jetzt so nicht vor. Bitte schön, Herr. Lieber Ludwig Wickerl, wie auch immer. Und ich kenne auch dieses Pickerl, das drauf liegt, und zwar SV Wüde Blindnis. Das ist, glaube ich, zu wissen, ein Hobbyfußballverein. Man berichtige mich, wenn ich falsch liege. Aber der SV Wüde Blindnis hat uns Bier zugeschickt und vorn drauf ist eine Wüdsau mit verbundenen Augen und so ein Strichelcount. Ja, naja, das sind ihrer Zeit voraus. In Wirklichkeit ist das ja quasi eine Mund-Nasenschutzmaske, die einfach ein bisschen aufgerutscht ist, wie man es oft sieht in der U-Bahn, wenn die Leute die Masken runterzahlen, aber die Sau hat es aufgezahlt. Ist eigentlich gar nicht so deppert, weil du musst die schieren Leute nicht mehr sehen und du kannst besser atmen. Ja? Absolut. Ich finde es gut, toll gelöst. Danke, da steht auch ein Jahr da drauf, die haben schon 2014. Ja, das ist auch das Bier, ne? Achso, 2014. Das Bier ist 2014 auch okay. Also, lieber Ludwig und Freunde, vielen Dank für die Bierspende. Wir werden es kosten und euch sagen, wie es uns schmecken tut. Okay, es klagt, es riecht nach Bier. Es riecht nach Bier? Eindeutig Bier. Schau mal, ob es auch schmeckt nach Bier. Zum Wohl. Prost. Sau. Prost, lieber Ludwig, du Sau. Ui, was Herbes. Sehr malzig, ja. Aber nicht schlecht. War er okay? Also besser als das Zeug, was unser Regieassistentin immer einkauft. Ja, aber hinten auch wird es leicht. Nein, das war die Alufolie. Ja, das ist so ein Verschwörungstheoretiker-Bier. Ich wollte sagen, metallischer Nachgeschmack, und das war die Alufolie. Ja, da kann der G5-Mast eigentlich scheißen gehen. Wenn du das Bier so einpackst, kann da nichts mehr passieren. Ich finde, obwohl es so herb ist, aber leicht süßlich sind, noch was sagst du mal, gell? Ja. Also ich hätte jetzt tippen auf... Aber wir tippen noch nichts, aber auch auf die Gefahr hin, auf dass ich mich jetzt blamiere, aber ich sage, mir schmeckt das wirklich. Ja, ich mag es jetzt nicht so. Es ist wie ein dunkles Bier. Bisschen. Aber nicht dunkel, sondern... Ich glaube nicht, dass er dunkles ist, oder? Nein. Also das da so ausschaut. Ich habe mich angelullt. Egal welches Bier sie uns schicken, Herr Umpfer leert sich's auf die Hose. Ja. Also wir sagen, er leert sich's auf die Hose. Genau. Na, immer wenn ich mir in die Hose mache, leere ich mir Bier drauf, damit es nicht so ausschaut, als hätte ich mich in die Hose gemacht. Also mich angebrummt. Ich sag, mir tut's schmecken tun. Ich finde es auch gut. Du musst auflösen. Ist aber jetzt, ich finde, es ist nicht kalt genug. Aber tippen sollte man, oder? Ja, aber für kalt genug kann der Ludwig doch nichts, oder? Ja, also ich sage, es ist ein... Boah, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Bier in Wirklichkeit, oder? Oh, hätte ich das nicht sagen sollen. Wir sind ja Biersommeliers, natürlich wissen wir, es ist ein Čorčana Patača aus Slowenien. Ich sag, es ist ein Rüpelstein am Nierentritt. Nein, ich habe keine Ahnung, aber es schmeckt man. Darum mache ich es jetzt einfach einmal auf. Wann es aufkreiert. Okay. Nein! Habt ihr gewusst, was drin ist? Nein, ich habe nicht gewusst. Ich weigere mich, dieses Bier herzuzeigen. Es schmeckt mir trotzdem gut, muss ich sagen. Ich glaube, es ist das Discounter-Bier vom Turbo. Das Tom Turbo Bier. Das Tom Turbo Bier. Aber mir schmeckt es wirklich, aber es ist okay, ein Vollbier. Okay. Ersten Mal. Zutaten, Wasser, aber wie viel Oktan hat das? Weiß ich nicht. Ein leiberndes Vollbier steht da. In geselliger Runde, das sind wir zwar gesellig und also rund bin ich. Du bist runder, obwohl, ja, nein, wir sind schon beide rund, glaube ich. Das geht ja aus. Ja, und Gesellen sind wir. Danke für diese Bierspende, lieber Ludwig. Das nächste Mal schickst du uns was gehört. Ja. Was kommt als nächstes? Das Altbottelbier, oder was? Das ist ausverkauft. Achso, oder das Hinnichenbier, was ist das? Nur in einer Dose. Sollten auch Sie den Wunsch verspüren, uns deppertes Bier oder gutes Bier zu schicken, dann schreibt uns eine Nachricht auf Facebook, so ein PM. Und wir geben euch dann eine Adresse, wo ihr das hinschicken könnt. Aber, es kommt dann noch Besseres, in diesem Packerl von Ludwig war ja noch was drin, nämlich das hier. Und da steht ganz groß drauf,
Dr. Unfall. Also Dr. Unfall, für die, die es nicht wissen, der Zacharias ist ja... Ich habe einen Simmeringer Doppel-T. Ja, also während der Quarantäne ist er vom Biertester zum Doktor gereift. Und sie haben da was geschickt in einen Minimaus und Daisy Duck Backerl. Lieb. Ich glaube, es ist ein Sprengstoff. Also Ja. Ich glaube, es ist ein Zauberstab. Na, warte mal. Ein Kochlöffel. Das ist ein Kochlöffel für Zacharissimo. Das ist ein Kochlöffel für Zacharissimo. Bist du sicher, dass das für den Dr. Unfall ist? Soll es nicht im Zacharissimo geben? Nein, aber soll ich es aufmachen jetzt oder nächste Woche? So. Okay, okay, da ist die Sau wieder drauf. Oh. Ja. Na, aber schauen wir mal, was drauf steht. Für Wüde am Kochen oder zum übers Kreuz overhauen. Das ist cool. Ich kann Schreibschrift nicht lesen. Ich war nicht so lange in der Schule. Also da haben wir das Logo des SV Wüde Printnis, diesen Kochlöffel. Da kann man ja. Und da hätte man noch diese Gravur, diese wunderbare. Für Wüde am Kochen oder zum übers Kreuz overhauen. Ja, passt. Und was total superer ist, schauen wir, wie neu da hingehen kann. Das ist die Daisy Duck. Ja, und auf der Rückseite haben wir die Minimaus. Bin ja großer Fan. Ich habe das Taschenbuch ja eher gelesen wegen die Erpel, aber nicht mehr. Passt. Sehr schön. Nimmst du jetzt nur das Verpackel oder das auch? Nein, der gehört. Also wenn ich kochen darf, auch damit, aber ich glaube, ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich Briefe vorlese, sagen, schickt mir gescheite Fragen, weil sonst gibt es eine mit dem Kochlöffel. Schickt's mir Kochlöffel! Nein, ich sehe schön. Meine Oma hat mich immer gehabt mit dem Kochlöffel. Also ich habe ungefähr 48 Stück oder was verbraucht in meiner Jugend. Zerbarsten an meinem Arsch. Sozusagen. Ja, danke fürs Bier. Es war sehr schön, es war sehr toll. Und wie gesagt, schickt uns was zu. Wir freuen uns darüber, mehr oder weniger. Und wir freuen uns auch über Kochlöffel. Mit was geht's eigentlich weiter? Ich habe keinen Plan. Kochlöffel. War der Weg mit dem Zaunfall von meiner Jury. Dieser Kochlöffel steht nicht nur fürs Kochen, sondern auch für extremes Kochen. Ja, Nahkampfkochen, würde ich sagen, Vollkontaktkochen. Das kann nur einer, Zacharissimo, der Mann in Gelb. Ja, Viel Spaß. Zum Anschauen, mitkochen und hinten noch speien. Zacharissimo, bitteschön. Prost. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zacharissimo. Heute machen wir was ganz Besonderes. Zwar gibt es eine Knackwurst. Nicht einfach nur eine Knackwurst, wir nennen sie bei uns Augsburger, indem wir sie in eine Pfanne schmeißen. Nachdem wir ja keine ordentliche Pfanne da und richtige Männer sind, werden wir es mit was anderem probieren. Und zwar mit meinem Reisebügeleisen. Also, was machen wir da? Wir stecken es einmal an. So. Während das aufheizt, können wir inzwischen mit einem kleinen Schuss nachlöschen. So, ich denke mal, weil das ewig dauert, probieren wir es einmal mit Plan B. Wie beim Camping damals in der Schule, wie wir gelernt haben, hoppala, Knackwurst am Spieß. Das kann jetzt eine Zeit dauern. Leider hat das sehr lange gedauert und außer einem schlechten Geruch und komischer Farbe gar nichts ausgewirkt. Deswegen probieren wir es mit Plan B. Das war unser Bügeleisen. Das habe ich normalerweise immer mit auf Reisen, wenn es darum geht, meinen Zacharias-Anzug bühnentauglich zu bügeln. Ja, ich sehe, es geht weiter. Halt, da haben wir doch was vergessen. Ein richtiges Augsburger gehört natürlich erst einmal zerschnitten. So, Moment. Ja, so, perfekt. Und nun geht's weiter. So, während die Augsburger hier gemütlich vor sich hin brutzelt, können wir beginnen. Das riecht schon gut. Mit dem Kartoffelpüree. So. Leider bleibt sie nicht stehen. Ja, Zappalot, Kruzifix. So, besser. Mit dem Kartoffelpüree. Ich habe mir schon vorbereitet frische Kartoffeln
Und weil bei Fit mit Fett ich gelernt habe, wie man mit diesen Kartoffeln richtig umgeht, da drücke ich die jetzt. Okay, nein. Hat nicht so richtig. Egal, wo ist mein Tuch? Die Wurst schaut inzwischen schon fast fertig aus. Brauchen wir nur mal das Püree. Das tun wir weg. Wir haben natürlich auch vorbereitet für den Notfall ein schnelles Produkt aus meinem Lieblingssupermarkt, damit das nicht so lange dauert. Wo ist denn jetzt die Anleitung? Wir nehmen einfach ein Bier. So. Wie schaut's aus? Ja, wunderbar. Halber Liter hat es geheißen, oder? Ja, dann machen wir ein bisschen weniger, dann bleibt mehr für mich. Sehr gut, dann brauchen wir was zum Umrühren. Nachdem ich es eh nicht so gern warm mag, das Kartoffelpüree, hätte ich gesagt, wir brauchen es gar nicht aufwärmen. Ich glaube, es schmeckt so fast besser. So, die Wurst ist fertig. Drehen wir es noch einmal um, damit wir auch hier eine schöne Farbe kriegen. So, Püree schaut auch schon gut aus. Ich muss sagen, auch die Farbe einwandfrei. So, anrichten können wir es eigentlich hier auf diesem Teller. So, mit Liebe. So, jawohl. Schaut auch schon sehr appetitlich aus, muss ich sagen. Dazu nur ein kleines Bierchen zum Ablöschen. Das Kochen ist gar ein bisschen stressig heute. So, ich sage mal, warte mal, weil die haben wir noch vergessen. Eingeschnitten gehört es ja auch noch. Wo ist denn meine Schere? Moment. Da machen wir so Brandings rein. Geht so. Bei meiner Oma hat das nämlich auch einmal so ausgeschaut, damit es nämlich appetitlicher ist am Teller. So, jetzt warten wir noch ungefähr, wo ist meine Uhr? Auf der anderen Hand. 5 Minuten oder 10. In der Zwischenzeit könnt ihr noch was trinken. Ja, ich glaube, das ist optisch eigentlich schon wunderbar. Dann stecken wir das Bügeleisen aus. So, ich glaube, man kann es eigentlich auch schon testen. Essbesteck. So. Das Essen ist fertig. Es ist wieder schnell gegangen, viel schneller als beim Jamie Oliver mit seinen 5-Minuten-Menüs. Meine Menüs dauern ungefähr 2 Minuten. Ja, schön. Wow. Ja, interessant im Geschmack und wunderbar im Abgang. Es riecht besser, als es schmeckt, muss ich sagen. Das war's für heute. Ich denke, Sie können das ganz ohne Probleme zu Hause nachkochen. Sie brauchen nur ein Bügeleisen und eine Knackwurst. Ich muss jetzt schnell woanders hin und begrüße Sie nächste Woche wieder, wenn es heißt Zacharissimo. Dankeschön, Wiederschauen. Jetzt wow, heute nicht schlecht ist. Ja, kann kein guter sein. Ich habe einen Hunger. Alle Rezepte ich habe einen Hunger gekriegt, dass ich ehrlich gesagt, Knacker geht immer. So. Alle Rezepte zum Nachkochen natürlich in der nächsten Ausgabe der Rotzpippen Nachlese. Genau, die werden wir dann auch noch starten in der Rotzpippen Nachlese. Ja, Klopapier, falls wer braucht. Ja. Veranstaltungstipps. Momentan koronalbedingt natürlich nicht viel los in und rund um Österreich, aber lieber Zacharias, ich glaube, du hast eine tolle Veranstaltung gefunden. Ja, also auf der Volkshochschule Kaiser Ebersdorf startet morgen um 9 Uhr der Kurs Erbsenfärben für Fortgeschrittene. Ich glaube, es ist ein Auffrischungskurs, um seine Erbsenfärbkenntnisse quasi wieder aufleben zu lassen. In der Corona-Zeit kann man diese Fähigkeit des Erbsenfärbens eigentlich wirklich sehr gut brauchen. Gehen Sie dort nicht hin, bleiben Sie zu Hause.
Da steige ich jetzt auch ein. Veranstaltungstipps, habe ich nicht, aber ich fahre morgen auf Urlaub. Was? Das ist mein Veranstaltungstipp. Wo warst du impft? Ins Ausland. Ich traue mich. Simmering. Es gibt viel zu viel Ausland auf der Welt. Ja. Überall. Nein, mein Plan ist, ich fahre nach Triest und ich werde Triest zurückholen. Nach Österreich, oder was? Auf die Donauinsel. Du tust das Burgenland eintauschen gegen Triest, oder was? Ja, also ein Mehrzugang wäre doch schön, oder? Welche U-Bahn fahren dorthin? Da verlängern wir die U6. Ich sage auch weniger Burgenland, mehr Zugang. Ja, mehr Zugang. Ja, aber ist das dann nicht total trist dort? Nein, also mein Plan ist, ich setze mich ins Auto, fahre auf die Triester Straße und fahre einfach so lang geradeaus, bis ich in du Triest bist. Eigentlich stimmt. Ja. Nein, es ist am Land, weiß man das, wenn man eine Wiener Straße findet, braucht man nur lang fahren. Das ist wie beim Zauberer von Oz eigentlich. Da fährst, irgendwann kommt eine Spirale und bist im Wind. Follow the Yellow Brick Road. Genau. Und das ist bei uns eher die weiß ich nicht, der Gürtel. Ja. Es könnte halt passieren, dass ich dann irgendwie in 3 Monaten erst wiederkomme, wenn sie mich einsperren. Okay, also falls nächstes Mal dieser Jahr nicht dabei sein sollte, wir werden im Double mit einem, ich weiß nicht, Kochlöffel. Einer Barbie oder so. Aber ich sage auch, ich lasse den Kochlöffel gar nicht mehr aus. Gell? Also, liebe wilde Blindnis, er ist sehr verliebt in diesen Kochlöffel. Darf ich bitte trotzdem kurz schauen? Und ich glaube, er wird heute da ist ein Schwein drauf. Sensation. Ich habe gar kein Schwein. Lumpi, hast du auch einen Veranstaltungstipp für uns? Ja, ich werde den Tipp quasi aufgreifen, den mir unser Regisseur, der Karl, gegeben hat. Denn er hat letztens gemacht den Schuhbinder 4, einen super Kurs. Und den kann ich auch brauchen, weil meine Fluchtbandeln immer offen sind oder Knöpfe drin sind und alles. Ich freue mich schon extrem. Es hat geheißen, ich kann Schuhbinder 1 bis 3 skippen, wenn es zusammenbringt, dass ich in der Sendung eine normale Marschen zusammenbringe. Ja. Kannst du mir dann auch helfen, weil ich habe mit Schuhbänder ein total großes Problem. Jetzt lass mir mal... Na, du musst da. Warte, schau, so. Die Öhrchen und die Schleifchen einmal um den Baum. Das Häschen läuft 3-mal um den Baum. Ich hab's gleich. Herrst, stell dich nicht gar so deppert da. Ja, passt. Ja, so, das war's. Okay, gut. Ich glaube, es hält. Ja, einwandfrei. Ich glaube, das gilt. Das nächste Mal kriegst du wieder Schuhe mit Klettverschluss. Und so kann man den Schlagzeuger auf Jahre binden. Bei uns gibt es keine Knebelverträge, sondern Schuhbandverträge. Ja, Lumpi, tolle Veranstaltung, ich kann das nur empfehlen, vielleicht hilft es da mal im Leben. Warst du auch schon? Lieber Herr Fetz, haben Sie eine Idee, Nein, ich kann noch nicht, was man nicht machen könnte? Ich bin könnte? wieder Spongebob, ich ziehe meine Schuhe einfach gar nicht aus. Aber mein Veranstaltungstipp, der findet statt am 17.08.2020 wohlgemerkt. Und zwar eine Vulkanwanderung in Apethlon im Burgenland. Apethlon, ihr kennt es, ist der tiefste Punkt da gibt es so Österreichs. Vulkane dort, oder was? Nein, aber durch die Wanderung wird einer aufgeschoben. Sehr gut. Ist das so noch mit Backpulver? Na, warte mal. Also haben wir in der Volksschule Die Wanderung wird veranstaltet vom Heimatverein Trottelhaufen e.V. unter Leitung von einem gewissen Andreas G. oder auch bekannt als A. Gabalier. Er leitet auch die Wanderung. Keine Ahnung, wer das sein soll. Im Anschluss gibt es ein Sauschädel-Weitwerfen. Was im Anschluss gibt? Einen Anschluss wird es auch geben? Oder ja, Gabalier hat das beschlossen. Ja, okay. Aber wie werfen Sie seinen Schädel? Das hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Ich dachte, der Höhepunkt ist, er springt nach in den Vulkan, Kopf voran. Genau wie der Tom Hanks. Dann wäre ich nämlich auch dabei. Okay. Ja, ich glaube, da hätte ich auch zuschauen. Ich glaube, es gibt es noch auf Publikumswunsch. Was ich auch empfehlen kann, ist der sogenannte Grenzwandertag. Man geht einmal die Grenzen Österreichs ab, also die Grenzen von 2020 von der UNO und der EU so gewünscht und auch so akzeptiert von uns. Also einmal die österreichischen Grenzen werden abgegangen, von Dornbirn bis nach irgendwo im Burgenland. Gehen Sie mit, ich schaue Ihnen von der Weite zu. Und ich finde das toll. So, das waren die Veranstaltungstipps. Ich liebe mich. Da war schon einiges dabei. Ich frage das, was ich immer frage, wie geht es eigentlich weiter? Namaste. 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 Okay, das ist jetzt aber eine Scheißüberleitung, oder? Fit mit Fetz, Alter! Herzlich willkommen bei Fit mit Fetz, die Yoga Edition namens Tag. In den letzten Wochen haben wir euch ganz tolle Yoga-Figuren gezeigt und heute zum Abschluss zeigen wir euch Yoga-Figuren aus dem Tierreich. Für Tiere und für Blade. Ich würde euch gerne wieder selber alles vorzeigen, aber leider Gottes kann ich heute nicht mal eine Verletzung vortäuschen, ich will einfach nicht. Aber aus diesem Grund habe ich hier meinen tapferen Atlantus, den Zacharias Rumpfal. Na, passt Na, ist ja schön.
Als allererste Übung aus dem Tierreich zeigen wir euch jetzt das österreichische Urpferd, den Lipizzaner. Also bitte den Lipizzaner. Ja, und man sieht, wie beim Blumento-Pferd, auch beim Lipizzaner, wenn die Energie richtig fließt, kann das Pferd transformieren in die nächste Position, den Leberkäse. Schön. So, unsere nächste Tierübung ist der westsibirische Steppenstorch. Bitte Zacharias den Steppenstorch. Sie sehen, ähnlich wie beim Kranich aus den östlichen Regionen, ist der Steppenstorch gleich, aber er schaut viel Blätter 3. Wichtig beim Steppenstorch auch, die Energie fließt von unten nach oben. Also den Steppenstorch sollte man eigentlich im Kopfstand machen. Als nächste Figur wollten wir euch den Regenwurm präsentieren, bis wir draufgekommen sind, diese Position ist ähnlich dem Simmeringer vom Wirten nach Hause Krauler. Darum machen wir nun den in die Erde eintauchenden Regenwurm. Bitte Zacharias. Ja, das schaut sehr gut aus, ja. Ich muss aber hilfreich zur Seite stehen. Was mir beim Regenwurm auffällt, ist der rosane Bauch da vorne. Ja, der schaut gut aus. Ja. Unsere nächste Position kommt aus dem fernen Osten, nämlich der südportugiesische Tanzbär. Zacharias, zeig uns den Tanzbär. Ja, das schaut eigentlich recht. Also die Ausführung lässt sehr zu wünschen, würde ich sagen. Ja. Das ist schon gut, Alter. Probier's mal. Unsere letzte Position in unserem Yoga-Reigen ist eine sehr einfache Übung, aber eine Übung, die uns sehr am Herzen liegt, nämlich der Simmeringer Sauschädel. Und mit dieser Position wollen wir uns verabschieden und nächste Woche gibt es dann wieder eine richtige, gute Hardcore-Ausgabe von Fit Fets. Bitte schauen. Na, passt eh. Boah, war das schön. Ist euch auch aufgefallen, dass die neue Fit mit Fets Yoga Musik eigentlich das Intro vom Undertaker ist? Ja. Schon, gell? Also schalten Sie nächste Woche wieder ein, weil dann ist Yoga vorbei, dann wird wieder aufpumpt. Genau. Nach so einer Einheit fühlt man sich auch wie ein Opfer vom Undertaker eigentlich. Ja. Also, der Opfer da. Oder wie die Urne vom Undertaker, ja, nachdem der Paul Bearer eingespielt hat. Oh yeah! Oh yeah! Ja, Musik, ab in die Kirche. Lieber Gott, lass den Bierpreis wieder sinken. Für die Postler, für die Geschmierten und für mich. Können wir uns wieder billiger betrinken, weil vom Wasser saufen werden wir nicht dicht. Wir bitten dich, erhöre uns, wir wollen sei nicht so ein sieriger Hund. Gib uns her, möglichst bald, wir haben ja Kirchensteuer zahlt. Lass es weiße Spritzer regnen. Mit 20 Liter Kübel steh ich schon parat. Wenn es sein muss, dann kannst du ihn auch segnen, dass ich beim Saufen ein besseres Gewissen hab. Wir bitten dich, erhöre uns, ja, Alter, sei nicht so ein Sirika-Hut. Gib uns her, möglichst bald, wir haben ja Kirchensteuer zahlt. Lieber Gott, mach die Weiber wieder willig. Und bitte sorg dafür, dass sie auf der Abstimmung sind. Jedes Wochenende ins Buff, das ist nicht billig. Am besten wäre einfach gleich, du machst sie blind, weil schau mir auch her. Wir bitten dich, erhöre uns, ja, das sei nicht so ein Sirika-Hut. Gib uns her, möglichst bald, wir haben eine Kirchensteuer zahlt. Ja, zahlt. Lieber Gott, lass den ORF verrecken. Vor der nächsten Zeit im Bild, wenn das noch geht, dann müssen wir unseren Fernseher nicht verstecken, wenn die Zeit mal wieder vor der Türe steht. Wir bitten dich, erhöre uns, bitte, das sei nicht so ein Sirika-Hut.
was her. Möglichst bald, wir haben eine Kirchensteuer zahlt. Lieber Gott, in 100 Millionen, das so in Euro, nicht verrückt, das ist klar. Das ist klar. Einen guten Christen wirst du doch belohnen. Und dieses Lied zeigt, dass ich immer einer war. So, ich glaube, ein Lied spielen wir noch, oder? Ein Lied. Es wurde heute gewünscht auf vielfachen Wunsch, wie du gesagt hast. Ja, auf vielfachen Wunsch von der Feli. Es war ein typischer Montag, wie es ausschaut. Deswegen ein Montagslied. Es geht nicht um Lasagne. Stimmt, ja. It's a Garfield-Song. Die Nummer heißt In Arschke. Viel Spaß damit. Und die geht ungefähr so. 1, 2, 3, 4! Politiker, was uns bescheißen, Kritiker, was uns verreißen, die Leute, die nichts verstehen, können alle in den Arsch gehen. Die können in den Arsch gehen. Die Linken und die Rechten auf Wappler, und dazwischen alle unsere Partner. Glauben sie können auf uns, können alle in den Arsch gehen. Können in den Arsch gehen. Ich denke, Arsch gehen, wollt ihr in den Arsch gehen. Was uns in Ruhe mit euch anscheinend. Vorscheine in Oberscheine, mit Vorteilsgrad zu einem besonderen Preis. Leute von der Jazzfiedlerei und die Metal-Polizei, die Kinder haben kein Problem, weil die Kinder in den Arsch gehen. Die Kinder in den Arsch gehen. Die Models und die Dancing Stars, die uns blöd mit in einen Schatz. Die Prominenz des Funk und Fernsehen kann in den Arsch gehen. Ich muss in euch gehen. Ich denke euch gehen. Wollt ihr in euch gehen? Lasst uns in Ruhe mit euch anschein. Es gibt Vorscheine in Oberscheine. Bevor das gerade so an besonderen Preis. Ja, kommt ihr raus voran. Finanzamt und der Hervorrat. Oder was uns die Kehren wollen. Oder was uns die Lehren wollen. Geht's in den Arsch! Mit den Arsch! Wollt ihr in den Arsch gehen? Lasst uns in Ruhe mit euch am Scheiß. Gibt's Vorscheine in Oberscheine. Ich wollte das gerade so an besonderen Preis. Mit der Gorsche, wollt ihr den Arsch gehen? Was uns in Ruhe mit euch am Scheiß. Ihr kennt den Arsch gehen, Schritt für Schritt und wir gingen mit. Jetzt in Ruhe! Jetzt in Ruhe! Dankeschön. Wir schalten um zum Gil Flash. Mai este aqui por trás dessa cápsula, vai? Un blon, ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear.
I believe I can touch the sky. Where the sea will wind and hide away. I believe I can fly. Good to have you here. Thank you so much. You look beautiful, Nishka. Well, I'm a little bit chilly, Jan. That's okay. Okay, I don't want to put my mouth on that now. That's absolutely disgusting. Oh my goodness. Jennifer, I'm not often speechless, but I think I've actually been caught speechless now. Die Würde ist schlecht, das wissen wir wohl. Und schuld dran ist der Alkohol. Montag, 17 Minuten vor 9:30. Herzlich willkommen zum Chillfresh mit dem Ankermann Fetz N. Schädel. USA oder auch USA. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden in Texas die Hinrichtungen bis auf Weiteres verschoben wegen der Ansteckungsgefahr. Donald Trump bedauert dies sehr und schickt nun alle zum Toten Verurteilte zum Sterben auf eine Wahlkampfveranstaltung seiner Partei. Sie sollen sich dort zu Tode langweilen. Zurück nach Europa. Nach dem Reiseverbot durch die Corona-Pandemie ist nun der Luftverkehr wieder etwas zurückgekehrt. Das heißt, Flugzeuge sind wieder unterwegs. Nun gibt es aber wieder zu viele Flugzeuge am nächtlichen Himmel. Die Gewerkschaft der Vögel, Fluginsekten und Papierflieger erhebt nun Protest mit dem Slogan: Der Himmel gehört uns, ihr bleibt am Boden bei eure Hoden, wollen sie den Himmel zurückerobern. Wir kommen nach Oberösterreich. Traurige Nachrichten, sie müssen jetzt sehr stark sein. Auf der A25 bei Wels ist gestern ein Brauereilaster, Sie sehen, auch mich belastet das, also ein Brauereilastwagen ist dort umgestürzt. 15.000 Liter des leckeren Gerstensaftes sind ausgelaufen und in einen angrenzenden Fluss hineingeflossen. Frösche und Fische sind bis auf Weiteres dort völlig zu. Die örtliche Feuerwehr konnte leider nichts mehr tun. Feuerwehrkommandant Josef Rutzbrutz-Zuzler war sehr bestürzt und sagte das kommende Feuerwehrfest unter Tränen ab. Das Wetter, ein plötzlicher Kälteeinbruch bringt uns bis zu 37 Grad Celsius in der Nacht. Dazwischen Schneefall am Abend und vereinzelte Meteoriteneinschläge. Gegen Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen. Ich danke schön und gebe wieder weiter zur Werbung. Auf Wiederschauen. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinka. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter. Denn mit Mutterbutter, da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett. Mutterbutter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken. Zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutterbutter hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf.
Scheibletten gibt es nur von Mutter Butter. Scheiße, ich bin erwischt beim Wasser trinken. So. Das ist auch Wodka angeführt, damit es keiner merkt. Q&A. Wieder mal. Ja. Sollten sich in den letzten Wochen Fragen angestaut haben, die ihr dringend loswerden wollt, was Zum ihr wissen Beispiel, wie wollt? es uns so geht oder, Nicht, dass das plötzlich ausejakuliert irgendwie. oder was unsere beliebteste Tageszeitung ist, die am Sonntag, die gratis ist. Okay, Frage beantwortet. Ja. Oder wie spät es gerade ist. Oder ja, 3/4 rot. Ja. Jo. Wir warten jetzt. Jeder Frage ans Publikum. Hat jemand von euch schon mal, ihr habt ja gerade die Werbung geschaut, die Werbung, die so sauber, lustig und bunt ist. Habt ihr schon mal Mutterbutter-Produkte konsumiert? Vielleicht die Scheibletten oder das Mutterbutter Anal-Bleaching-Set? Bitte ab in die Kommentare. Wer von euch hat schon Mutterbutter gekauft und auch verwendet? Das würde mich sehr, nicht du, das Publikum. Und ich hätte eine Frage an die Bediener wegen die Eier. Also habt ihr die 1000-jährigen Eier jetzt schon vertilgt oder sind die nur in Arbeit quasi verdauungsmäßig? Und, also schreibt uns bitte zum Zustand, falls es wirklich schlimm werden sollte, 112. Ja? Aber die Frage ist, wie viele sie haben. Vielleicht haben sie Ja, wie viele Eier sind das? Ja, sind es nur die beiden vom Garten oder doch ein Körbchen voll? Naja, und ich hätte noch eine Anschlussfrage zum Kollegen Umfall, und zwar, wo wohnt ihr? Weil wenn ihr die 100-jährigen Eier dann wieder außerlasst, würde nicht in der Nähe sein. Also bitte nicht also diese wissen, Flatulenzen, wie sich nicht mal Donald Trump vorstellen. Als Experte würde ich da gerne einhaken, weil Genau, jemand, der er ist der 12 Eier Rekordhalter in in der einer Band. Show gegessen hat, muss ich schon sagen, die Eier vom letzten Ostern ist sehr mutig. Ja. Ein paar Details bitte, weil es könnte ein Nogi-Schoko-Eier sein zum Beispiel. Ja. Das zählt nicht. Also das zählt nämlich überhaupt nicht. Vor allem, aber Sie müssen schon aus einem Tier rausgeflutscht sein. Oder? Genau, du darfst eigentlich nicht mitreden, weil deine Eier waren frisch. Ja? Dafür hat unsere Regie gesorgt. Also, da zählt es uns. Bist du Horatio Kane, oder? CSI? Ja, I think we got him. wenn ich meine Sonnenbrille runternehme, dann... Ja, und dann kommt das... Es ist so, als würde ich einen Truck starten. Nein, das war mit der Kappen, mit dem Stallone. Ja. Oder jetzt, ich hätte nur eine Frage. Maschine anwerfen. Wie viele fragt, habt ihr einen Vorschlag, was man gegen ungeliebte Mitmenschen, also eigentlich alle Menschen, machen kann? Töten. Jetzt abgesehen davon, man kann das aber raffiniert dargestalten, nämlich, ich verweise nicht Mit Katzenfutter töten. Nein, ich würde dir empfehlen, rede mit der Bettina zusammen, mit diesen 100-jährigen Eier, die sie gegessen Ja, vielleicht bleiben ein paar über. So hält man sich Menschen auf Dauer vom Leib, glaube ich, wenn man die frisst. Ja, wenn man so russische Eier macht oder so ein Eiersalat oder was, Also Sicherheitsabstand wird definitiv eingehalten. Ja. Ja, notfalls einfach husten und rumrotzen, das funktioniert auch sehr gut, wenn man so ein bisschen Personal Space. Er ist im Moment in, ja, so, dass man Der Orlando Van Bam schreibt die wichtigste Frage von allen: Habe ich was versammelt? Antwort: Na, es war nur Rotschuh. Same as usual. Aber natürlich wie immer, Lumpe, erklär's bitte, die Rotschuh kann man ja auch später noch genießen. Natürlich, ja, denn. Wie viele Eier habt ihr für die Mist schon gefragt? Ich weiß es nicht. Da redet gerade wer. Ja, es ist. Also, habe ich gar nicht Ja, gehört. wir haben da noch das. Natürlich kann man die Show nachher nachsehen, weil diese Live-Geschichte ist nachher dann am YouTube-Kanal zum Nachsehen. So, ich glaube, jetzt habe ich das. Man kann uns die Show nachsehen. Ja, ich hoffe, Sehen es Sie ist uns uns nach. Die Rose Pippen schreibt: Ich verwende jeden Tag Mutterbutter Gesichtscreme, drum schaue ich so gut aus. Ja, danke schön. Siehst du? Das ist auch unser Geheimnis, das jetzt gelüftet ist, ja. Also vor allem hier unser Drummer Boy. Aha. Die Schönheit kommt nicht von selbst. Bam, sage ich nur. Harte Arbeit. Und ich habe auch gehört und gelesen, so wenn man sich so die Roastpippen, die Mutterbutter Gesichtscreme ins Gefäß schmiert, kriegt man auch wunderschöne, wenn auch leicht depperte Kinder. Habe ich gehört. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, Das aber könnte möglich sein, ja. böse Zungen behaupten es. Ich habe das immer ins Gesicht geschmiert, wenn ich nach Frankreich in Urlaub gefahren bin. Weißt du, die Busler, da kommen die Leute und wollen die mal abbuseln und die flutschen quasi an dir vorbei, ja, wenn sie die abbuseln. Und weg sind's. Ja. Also guter Tipp auch für die Urlaubszeit, falls sie nach Frankreich fahren dürfen wollen. Mutterbutter ins Gesicht und weg ist der Franzosenlicht. Der Markus meint, Mutterbutter kann man auch super als Bradelfetten nehmen. Ja, absolut. Stimmt auch. Möchte ich jetzt aber dagegen sprechen. Also,
man kann die Bradelfetten mit der Mutterbutter mischen, dann wird es eine perfekte Kombi, aber vielleicht noch Nutella drauf. Aber so statt der Bradelfetten ist die Mutterbutter, glaube ich, nicht so geeignet, weil sie viel zu zart ist. War eigentlich gar keine schlechte Frage. Wofür nehmt ihr persönlich die Mutterbutter? Lumpi, was machst du mit der Mutterbutter? Ich reinige meine Felgen und den Hund. Ja. Und den Hund. Ja. Was machst du? Ich schreibe damit politisch nicht korrekte Parolen auf die Wände von Amtsgebäuden. Quasi als Tinte? Ja. Und dann ziehst du das auch. Ich schreibe immer drauf, Römer geht nach Hause, aber meistens falsch. Okay. Geht kurz nach Hause. Ja, kurz geht nach Hause. Schreibt da immer auf die Ballersateen vom Parlament. Er ist nämlich der Einzige, der über das Gerüst drüber kommt, jetzt wo die Baustelle ist. Ne? Ja, was tust du? Ich nehme es am liebsten zum Essen. Zum Essen? Ja, am liebsten unkreativ. Am liebsten löffel ich sie direkt, aber ja, direkt zum Snacken. Aber früher ist wie Nutella eigentlich. Jetzt Mutterbutter. Ist gescheiter. Vielleicht ein bisschen Zucker drüber. Ich habe gehört von ganz perverse Leuten, dass man das quasi, auch wie beim Nutella, quasi auf den Liebesdocht sich quasi schmieren soll. Für den Kunilingus dann. Ne? Also Fallilingus. Oder wie heißt der? Wurscht. Ja. Just in dem Moment. Ich nehme es auch manchmal so ein bisschen was am Finger und tue es im Bauch noch rein, damit ich die ganzen Fuseln außer Fisch. Ja, das funktioniert ist das dann die Braufetten? Das gebe ich dann weiter. Also ich tue es in den Tuben wieder zu. Also freuen Sie sich nächste Woche auf Zacharissimo, er macht Braufettenbrot. Ja. Es kommt ein Mutterbutter-Special, ist geplant natürlich, wo wir nur mit Mutterbutter arbeiten werden. Ja, also ja, aber freuen Sie sich. Justament in dem Moment, wo ich glaubt habe, die Show gewinnt ein bisschen an Nivea, zeigt uns der Zacharias wieder, wo wir eigentlich hinkehren. Wo der Hammer hängt. Der Kochlöffel. Wo der Mutterbutter hängt. Der Orlando verwendet das Vaseline-Ersatz. Ja. Das ist natürlich auch. Geht auch? Ja. Ja, ähnlich wie. Aber Vaseline ist ein ähnlicher Alleskönner, oder? Den kann man auch für fast alles nehmen. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Oder wie heißt das mit 21 hinten? Kölnisch Wasser? 24, 12. Das hast du 15. Ja. Kölnisch Wasser. Ich möchte noch, die Bettina hat etwas geschrieben, und zwar, ich möchte jetzt eigentlich nur den Beginn ihrer Nachricht vorlesen, nämlich wegen die Eier. Bettina, du altes Ferkel. Mal angerochen. Nein, also es geht um die alten Eier, die Bettina heute im Mund gegessen hat. Ja. Mal angerochen und haben uns noch nicht entschieden, ob wir sie echt noch essen wollen. Wenn ihr es nicht esst, schickt es uns. Dafür fehlen noch ein paar Tubi. Und wir verkochen sie. Aber ich habe eine gute Idee, nehmt es beim nächsten Tubobier-Konzert mit und schmeißt es auf die Bühne. Aber die Bettina schreibt noch, sie sind die 3 Grazer, ich kann mich erinnern, die extra wegen uns ins Tortuga-Pub nach Mödling gefahren sind. Ich kann mich erinnern, es hat doch einer vielleicht damals Geburtstag, glaube ich, auch gehabt. Die Hälfte des Publikums war hier, ich weiß wieder. Ja, liebe Bettina, viel Spaß noch mit den Grazer Eiern. Ich würde aber trotzdem sagen, du musst die jetzt noch essen. Ja, bitte Fotos schicken. Vielleicht aus dem Krankenhaus direkt. Am besten Notaufnahme. Du die Fotos dann wenn ihr in Wien seid, ich glaube, das AKH macht gute Arbeit in der Beziehung. Ich war dort schon morgen auspumpen, also ich kenne mich aus, es ist einwandfrei. Meine Schwester ist auch immer gern Stammgast beim Magenauspumpen dort. Also. Stimmt, das war eine hervorragende Idee. In die Facebook-Rotshow-Fangruppe, die ja super toll ist. Genau, macht da würden wir uns freuen. Wie ihr die Eier degustiert, ja. Weil wir auf Facebook unsere super Rotshow-Fangruppe, wo es jeden Tag massiv abgeht, tausende von Postings. Ja, fast keine Zuckerberg wollte eigentlich Facebook schon zuspielen, aber wegen unserer Gruppe war das offen. Nur wegen der Gruppe ist sie offen. Aber gern geschehen. Darf ich nochmal hinweisen drauf, das Wording ist einfach so wunderschön. Wegen die Eier, mal angerochen. Also ich weiß, man nennt das Vorspiel, aber ist es schon nett, oder? Du Schatzi, darf ich deine Eier mal riechen, bevor wir weitermachen? Na, bitte geh duschen. Ich glaube, das nennt man steirisches Vorspiel. Steirisches Vorspiel, ja. Also Sie haben lauter Arschschlüsselhänger gekauft und jetzt nicht genug Schlüssel. Was? Hallo? Und probiert's mal Frauengold. Frauengold? Ist das ein Biermarkt, I don't know. Frauengold könnte was anderes sein. Ich bin keine Frau. Ja, ist das, aber es ist ein anderes Wort für Natursekt. Gold habe ich auch keins. So was zum Aufstreichen, glaube ich. Natursekt? Nein. Die Regie meint, es ist der Harald Schmidt sitzt da hinten und gibt uns immer Zeichen. Und er hat gesagt, das ist was zum Streichen. Frauengold ist ein Unterbutter-Derivat. Ich kenne nur Mangold. Vielleicht droht uns schon wieder Watschen an. Das kann sein. Nein, ich kenne Mangold, das ist so was Grünes. Aha, also geschissenes. Frauengold ist wahrscheinlich die Gattin. Oder nicht? Die Frau Gold? Frauengold, Mangold. Ernie Mangold, das war Schauspielerin, oder ist er schon? Also die Leute sich denken, ich mache eine Butter und nenne sie Frauengold, das ist doch ein toller Name. Ja, andere nennen es Mutterbutter. Ja, also für mich klingt es nach Lulu.
Aber so richtig. So, Natursekt. Ich mag, wie du ne? denkst. Frauengold als Natursektmarke würde ich kaufen. Der Florian Daxer meint, beim nächsten Mal hast du dann ins Merch-Standel Speim vor lauter Eier. Also, Ja. wenn ihr unser Merch-Standel schon mal gesehen habt, man kann dort wunderbar drauf speimen, teilt es bitte trotzdem nicht, weil wir wollen das Zeug trotzdem irgendwann einmal loswerden, weil wir haben gemerkt, wir können die Band leider nicht auflösen, solange wir noch Merchandising-Artikel haben und wir haben sie nur mehr in rauen Tausendermengen. Also bitte nicht aufs Merch-Standel. Die Lea S. schreibt noch, als Steirerin kann ich sagen, dass das definitiv nicht das steirische Vorspiel ist. Jetzt würde uns natürlich interessieren. Was ist denn das steirische Vorspiel? In der Zwischenzeit Bitte Fotos in die Gruppe. lasst mich bitte noch einhaken, während wir auf die Antwort warten, was das Vorspiel einhaken. ist. Ja? Lasst mich da noch geschwind einhaken. Beim Merch ankotzen, wir können das Show veranstalten wie am Kirtag, nur statt dass du mit dem Luftgewehr auf die Rosen schießt für die Freundin, speibst auf das, was du dann nachher kaufen willst. Ja? Und kaufen Das musst, war's ja? aber, ja. Und dann legen wir noch so Karten, wo Preise, also Geldbeträge drauf sind. Zielscheibe, alles. Ja? Das heißt, man speibt dann auf einen Zettel, wo draufsteht, wie viel man zahlen muss. Ach, das Also quasi, ist super, ja. man speibt dann mal aufs Leiberl und dann speibt man es ja im Preis aus. Also Leiberl 15 Euro, CD 97 Euro, so auf die Art. Das ist quasi wie Ausschnopsen oder das, was nach dem Schnopsen passiert. Dann auskotzen. Passt, ich würde sagen, wir stellen den Call hinter den Merchstand, oder? Na, an Ich mag das dann nicht machen. Na, wir haben ja inzwischen alle so Gesichtsschutz, also diese durchsichtigen Ding, den bindet man ihm einfach rundherum und dann geht das eh. Also, und duschen muss er immer wieder, also ob du jetzt in erbrochenem flüssig. Das ist aber schön gesagt. Also, ja, also rückwärts gegessen. Aber warum, so wenn wir jetzt über faule Eier und Speiben reden, muss ich dann an Zacharissimo denken. Ich weiß nicht, irgendwie lässt es mich nicht los. Ja, also ich glaube. Spoiler nicht die nächste Folge. Wir können ja Bettina sagen, wenn die Eier doch sehr fragwürdig riechen, schickst den Zacharissimo und der kocht da was Gutes draus. Ne? So ein Aspik oder irgendein russische Eier. Schickst du wieder retour. Ja, und dann schick ist da wieder retour zum Kosten. Also die Lea bezieht sich jetzt nochmal auf das steirische Vorspiel. Sie meint, es muss immer mit viel Kernöl sein. Sie wird mindestens genauso gut wie Mutterbutter. Ja. Ja, stimmt. Und ist gut für die Prostata, oder? Ja. Also ich glaube auch, Also, da habe ich es noch nie drauf geschmiert, das Kern. es weiß ja niemand so wirklich, was da drin ist in der Mutterbutter, aber Gerüchte haben schon gesagt, es ist eventuell Kernöl drinnen. Ja? Ob das jetzt ein original steirisches ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber es gibt ja fast nur das. Ja, aber ich glaube, die Steirer werden ja generell schon im Mutterleib, die liegen ja nicht im Fruchtwasser, die liegen schon im Mutterleib im Kernöl. Deswegen Mutterbutter, es ist vielleicht so eine steirische Gebärmutterbutter. Ne? Jetzt willst du dafür. Ich glaube, der Florian Dax hat schön unsere Q&A zusammengefasst. Merchstandel, ankotzen und Kernöl. Ja, passt. Und der Markus hat so ein bisschen zusammengefasst, schon langsam ein recht gefasst Thema. Danke, Markus. Ja, nachdem es keine weiteren Fragen mehr von euch aus gibt, ich habe auch keine Frage. Habt ihr noch eine Frage vielleicht? Ich glaube, wir haben uns gegenseitig super gefragt. Wieder Fragen? Die Regie deutet uns irgendwas, ich weiß nicht was. Was heißt das? Ich glaube, die Regie will schlafen gehen. Also, der muss ins gibt Bett. es bald Also, eine der ist eigene wieder, ja. Captain Food Serie. Die gibt's doch schon längst. Captain Futur. Captain Future. Pornhub. Ja. Besteht 90% aus Standbilder, oder? Aber du hast doch vorher Also das war ein sparsamer Verein. Brazilian Fahrtbahn, ja, das ist was anderes. Das ist die zweite Serie, die ich produziere. Two Dramas and a Cup. Okay, also ich glaube, die Lea S. schnallen sich gerade neben so Gebärmutterbutter, oh boy. Und ich glaube, es eskaliert schon langsam. Ich finde, das sollte auch der Titel der nächsten Folge sein. Also die heutige Folge hat alles gesprengt. Wir haben gesehen, wie der Zacharias also ein Knacker mit einem Bügeleisen gemacht hat. Wir haben über Gebärmutterbutter geredet und zum Speien war es auch noch und Turbi haben auch noch getrunken. Also ich glaube, wir können es Ungustöser geht es eigentlich. für heute beenden. Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein, glaube ich. Es war uns ein Volksfest. Ich glaube, das machen wir wieder. Ja, könnte passieren. Wir kommen wieder, sobald der Friedhof aus der wieder die Resterstraße zurückkommt, sehen wir uns wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, seid lieb und brav und bitte immer brav die Oma grüßen, gell? Ganz wichtig. Ja, Grüße zu Hause. Genau. Und erzählt es euren Freunden von unserer tollen Show. Ja, falls ihr noch Freunde habt. Stimmt, vielleicht jetzt nicht. Wenn ihr erzählt von unserer Show, habt ihr bald keine mehr. Also, wenn ihr die loswerden wollt. Ein guter Tipp für die Feli, oder? Erzählt ihnen von der Rotzbaum-Show und sie werden kein Wort mehr Aber ich glaube, sprechen. das schönste Abschlusswort hat jetzt der Florian Daxer geschrieben, nämlich seinen Lieblingsporno Two Girls, One Mutterbutter. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden für alle Kenner und Feinschmecker. Gute Nacht, Wiederschauen und Wiederschauen.
Machen wir den Scheißdreck jetzt echt wirklich jede Woche? Ich will überhaupt nicht. Wann kann ich mir Hosen endlich ausziehen? Ich hab keine Hosen an. So. Glaubst du, dass ich nicht scheiße wirklich wäre? Okay. Der Fetzi stinkt. Die Trottel schauen sich alles an erst. Naja. Und ihr habt glaubt, die sind schon weg, gell? Für euch.